Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, Handschlagqualitäten zu beweisen, egal ob man jetzt Angestellter ist oder selbstständig ist. Und da möchte ich gleich mit einem Negativbeispiel anfangen, was mir jetzt aufgefallen ist. Und zwar habe ich mir ein YouTube-Video ansehen wollen und es kam eine Werbeeinblendung von 5 Minuten, was doch ziemlich lange ist. Und da war ein Unternehmer zu sehen, ein amerikanischer, von dem ich schon einige Videos gesehen habe, und habe mir gedacht, okay, ich sehe mir einfach mal diese Werbeeinblendung an. Gleich am Anfang hat er angekündigt in diesem Video 3 Tipps für, ich glaube es war besseres Zeitmanagement oder mehr Erfolg, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall 3 Tipps zu geben, die ich persönlich für mich auch interessant gefunden hätte, beziehungsweise gerne genutzt hätte. Ja, Betonung liegt hier auf hätte, denn er hat in dem Video einen Rundgang gemacht, also es war so eine Art Vlog, wo er durch sein Haus gegangen ist und halt alles Mögliche vorgestellt hat, aber eben nicht diese 3 Sachen, die er am Anfang angekündigt hat. Also er hat seine Villa gezeigt, alle möglichen Sportautos, ja, Wohnräume und so weiter und so fort, aber der eigentliche Grund, warum ich dort war, war eben, um diese Tipps zu hören. Und es war wirklich 5 Minuten, ich habe mir gedacht, ja, gleich muss er doch was dazu sagen, das gibt's ja nicht. Und ganz am Ende hat er nur gesagt, wenn ihr die 3 Tipps wissen wollt, schaut auf meiner Webseite vorbei und dort erzähle ich euch dann, was für 3 Tipps ich für euch habe und wie ich euch weiterhelfen kann, beziehungsweise was mir geholfen hat. Da war ich dann am Ende logischerweise ziemlich angefressen, weil ich jetzt diesem Typen, diesem Online-Unternehmer, 5 Minuten meiner Lebenszeit geschenkt habe, ohne dann am Ende zu wissen, ja, ohne das zu wissen, worauf ich aus war, was ich eigentlich von ihm hören wollte. Deswegen mein Tipp, steht zu dem, was ihr sagt, egal ob es jetzt in Bezug auf Pünktlichkeit ist oder wenn man Abmachungen trifft und so weiter, denn es gibt nichts Schlimmeres, ich glaube, da werden viele von euch mir zustimmen, wenn man etwas verspricht oder etwas ankündigt und es dann nicht hält. Das hinterlässt einfach ein scheiß Gefühl, man muss es so sagen, wie es ist, und wird euch nicht helfen, aufzusteigen, egal ob ihr jetzt Angestellter seid oder selbstständig seid. Denn es gibt einfach, wenn man Geschäftspartner hat, beziehungsweise auch Kunden, erwarten einfach, dass man ehrlich ist. Es ist jetzt kein Problem, wenn man etwas nicht hinbekommen hat oder einen Fehler gemacht hat, da kann man einfach sagen, es tut mir leid, ich stehe dazu, aber ich werde es ausbügeln. Aber einfach etwas zu versprechen oder etwas ja, anzukündigen, aber dann nicht zu halten, das geht einfach nicht. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr berücksichtigt alle das und ja, hoffe natürlich, dass ihr das ohnehin schon tut. Wenn nicht, dann ja, hoffe ich, dass ihr das schleunigst ändert. So viel mal zum heutigen Video zum Thema Handschlagqualität. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, beziehungsweise das Video liked. Gerne auch den YouTube-Kanal abonniert. Die Facebook-Seite und Instagram-Account verlinke ich nochmal unter dem Video. Da wird es auch demnächst einige neue Fotos geben, auf Instagram auch Einblicke in mein privates Leben beziehungsweise das Leben als Student. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Liebe. Ciao.